Goede wieder. Ik wil Corny verder aanloden. We waren voedsel eerst een Zeugnis hier von ein von der Tortschila. Sowas wird bestimmt noch mal geben, aber Heimat sowas hat nicht gehabt sein. Also ich früher haben wir es nicht von der Aufnahme halb. Ich habe sehr viel wunderbares erlebt hier in der Tortschila und vertel uns Corny, was Gott mit dir getan hat. God aftermiddag. Så min navn er Corny Fair. Så jeg er nok en kurni op til oss i Berlin, som går se så. Dan jeg kan da prøve leven, bare jeg kan kurni forløjt, aber du her rundt auch noch ein Stück. Jeg har noch nicht mal ganz ein Jahr mit bekehrt. Så leben ist wirklich schön, wenn einer mal bekehrt ist. En ik was aan de kurnie op, ik had een slecht leven, dat gelijk wist keiner. Ik zei allemaal zo, dat moest toch wel zo. Maar een dag, ik word er aan dat kan nog anders zijn. Ik wist niet waar. Ik dacht, ik wil best zitten daar leven. Ik zou nog anders zijn wat er beter worden kan als ik. En ik deed sehr viel spätes Trinken, der ich immer. Aber ein Tag komme ich bei dir, ich will mir mal das Leben nehmen. Das hat keinen Sinn, das Leben. Und dann verleite ich aber von dir noch einmal. Dann komme ich nicht Chihuahua dann. Schaffe ich durch, weil das nicht schmal sein darf. Aber ein Tag, der ich nicht jede passen an. Du wirst dann sagst, ja, aber ich bin bekehrt. Aber ich kriege immer wirklich die Klarheit, was ich tun soll. Und dann, was ein Tag so ist, ich bete Gott, wenn das am Jeft, dass ich kein Menschen verändern, das immer sein, dass ich mir wirklich ein klares Zeichen gewesen, dass ich geraten werde. Ich denke, das Leben wird nicht sein, wenn einer einmal zweifeln muss. Dan lig ik dan bar, ik weet dan, dat eenmaal zag ik zag best de visie waar Gott das sagt. Jesus stand der Einzige, der andere stand auch einer, den kann ich nicht. Und dann habe ich eingeschlafen, dann bei der Luther war ich an, wo das was wird. Dann ich hatte Predigt rein. Und ja, nicht von einem schlechten Leben haft, du hast. Wat ik ook denk is dat de Lösung ist. Und dat spreekt je dat hal niet zo veel aan. Ik had wat geleerd, ik dacht niet had ik alles wat me veel. En wat ik heb Tortschila leren moest, dat ik danach krijg misschien stout loslaten. Ik dacht ik had alles. En dan komt er over af. Dan schreef ik me aan tegen de Tortschila. En mir wieder auch mehr Leid, was ich da heute tun, aber da hast du schon jemand, da hast du gut gelernt. Ein Tag dachte ich so, nu habe ich alles, nu habe ich ganz frei. Dann 14 nächsten Tag habe ich eine Klasse von, wo wir reden, wenn einer glaubt, dass einer frei wird, dann muss einer nach den Stall loslassen. Ich bin an mir, wollte alles wollen haben von mir, aber dann muss ich dort, ich bete Gott, dass er mir mehr an das Verlangen hat, mal alles zu lernen. Und für ein paar Jahre ich dachte, ich habe alles. Und einmal fängt das frisch an und ja, und er weiß, dass ich kann. Ich war einmal bin für am Leben, so. Dass einer kam vor ich hier, also dass einer kann mal der schauen, das ist nicht so gemeint. Und am Moment habe ich auch kein Frei, das ist wirklich schön, ich das Thema mal verhauen. Mein Primo, der baut mir nochmal an, wo Hand fahren, ich das nervös, aber da hat er wahrscheinlich nicht viel wieder, aber ich gleich am Moment an. Ich denke, das ist wirklich Leben. Und es ist wirklich die Menschen abgehen, ja. Mir hat die Grazie schön gewonnen. Ja, ich will ein bisschen mehr merken, dass Gott erst noch einmal kriegt, der wird einmal.
So, ik wil Werner en Albert naar verder krijgen. We gaan wieder met onze nächsten Port, wo wir den Abschluss willen merken. Wir haben 15 schmackige Studenten, die hier ein Monat wieder mit uns en 7 Staff. Ik weet niet hoe die 7 Staff hier. De Staff bedient wat al met helpen deden, wat dat feit moet je merken. Hand, die zijn hangen de arbeiden door met alle handen. En we willen met voor iedereen een certificaat geven. Dan worden Werner en Albert en ik met een beeld maken. En we draaien met een beeld maken, want Albert is de directeur van deze school. En ik zie de pastoor en Werner wie die wordt schuiverrijden, ons 4 jeweils. So, die wir erreichen die Feste von Jesus Meier. So, wir wollen dann einmal das Bild merken. Ich frage mich, Elena, ob sie den Namen können lesen. Kannst du vielleicht in dieser Untergrund kommen? Das erste ist Agatha Peter Steck. Amos Sedwieb Unge. Hi. Das nächste ist Archela Stives. Next, that's Corny Dick Harder. The next is Corny Fairdick. Eva Klassen. Felicia Wolf-Thiessen. Franz Knelsen. Hans Panner-Wiebe. Jakey Panner-Keller. Johnny Hamfriesen. Katharine Redeker. Nancy Bühle. Nehemias Rampel-Giesbrecht.
Peter Neufeld-Penner. Ik wil Regina. Nee, sorry. Eerste Steve. Ze, nu wil we met een persoon nog verrekenen. Die heeft hier zijn gedaan. En dat moet ik zeggen. Weet je vielleicht nog dat Zeugnis wat Kate laatst geeft? Wie eigentlich een dag, wo sie fasten soll, aber sie nicht gefasst hat. Und du mit der Salbung von dem Heiligen Geist hat und die ganze Geschichte verteilt. Sie hat eine Erfahrung, wunderbare Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Hatte 2 Stunden Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und sie hat nicht gefasst. Und hier ist eine Person, die schuldig ist an das. Und wir wollen die Person verder kriegen. Und das ist Frieda Wolf. Grand Applaus für ihr schönes Eten. Sie können schönes Eten merken, sie können die Studenten verleiten. Und dat sind nicht alle Fasten deuten, wann sie eigentlich sollen. Vielmal Dank, Frieda, für sein schönes Eten merken. Wir haben hier ein Geschenk als Repräsentation. Muchas gracias, Frida. Viva la Zanja, wat erbij is. Fijn het Schnittbrat. Danach eine glasene Blut. So, wanneer je op eenmaal, nu wanneer we worden nu dit jaar in juni en juli frisse toort zal gaan, en maakt die moed dat die einfach omhalen nu het hem eten maken. Plus dat wat eten maken doen, dat je die schijnt ja. So, dat we bij de eerste school zo, bij de tweede waren zo, en wat bij de derde waren zo zijn. En zo reden hij met mij, Edward en Werner, en dan zei hij einfach dat we snacks moeten eten maken. Opa, dat we eerst vrijdag vrouw, en zo wat vielleicht fris wel. En wat hij nu een beetje wel bekend maken van de torture, zo geconcentreerd wordt dit jaar waren aan je hand, juni en juli, een van die maanden. Zo, wanneer je de torture niet gemerkt hast, merk de torture. Zo, dat zijn interessante zeugnissen wat de personen beleefd hebben, maar dat kan in die leven krijgt zo passeren. En zo weet je, torture, dat is niet een schuld wat de ondervelen is. Zo, er passeren ook dingen wat ons interesseert. Maar dat is een schuld waar de Heer Jezus ruim heeft. En dat komt is dat de Heer Jezus nog boven de fehlers is. Dat hij immer kan onze leven veranderen wanneer we aan de gelegenheid geven. Zo, ik merk die moed einfach. Voor dit jaar, juni en juli, een van die maanden waar we vielleicht wel aan het woord zullen gaan en dan komen en door de merken. Zo, het is nog niet krijg, nee, zeggen we een maand, opa, door dit piran. So, ik wil dat eerst de torchstaff naar aanloden kan boezig nog verder, waar we hier zijn. Dus dat we weer naar hingen. Einer kann nicht hier sein, und mir sitzt sich so, die anderen sind alle hier. Einer von der Torch-Staff, der hat sich, ja, das ist einen großen Applaus. Weil die wir vier Torch-Studenten in dieser Schule mussten sie auch mithelfen. Und sie wollen mal endlich fair sein kennen. Dort, nu wurde sie mal, das wurde nicht so. Und sie waren an dort fair sein, wie ähnlich Schwander aus fair sein wurde. So, wir doch nicht ein bisschen so. Sie haben sehr viel Verantwortung gelernt. Die bleiben haben ja durch, die will bloß für 2 Wochen kommen. Wenn sie sich die Schule bereiken. Aber die bleibt anwesend, eine Monat hier, die bleibt die ganze Monat hier.
Corny. Und wir haben diese einfach sehr viel Leute bewiesen, wenn sie einen Monat hier gewohnt mit den Studenten haben, die mussten werken mit kleinen nach naar de kolonie fahren met den Top, dus die weer de leraarsstem naar de kolonie fahren. Dat leren, ze starten in een klas, wat er passiert, dat er op een half. Ik weet eenmaal een avond, dan hadden we een gebedstijd gehad. En de Heer Jezus grijpt ze aan en een paar van de studenten vangen aan Sachen los te worden van ihr feiert oude leven. En eenmaal gaat het eerst nog maar af, wanneer een oude zinde, oude Sachen afloren deed. En dan denk ik hier eenmaal op een half raam en daar zat een meal en die vloot uit een hield en du zat een jong en die vloot uit een hield en de torchstaf, die stond er aan en beden voor deze, die weer zei ons bij de zaak door te zijn voor deze Sheila. En dat we bloß een wunderschmacke vision dat te zijn wo ze in den Haaren deine daar met ihr ganz het wat. Regina, nu wil ik dat aan die overgeven. Eerst nog eenmaal dan sehr veel live bewezen. So, ik wil vragen als de Torch-studenten einmal alle wat dan opkomen. En de mentores, wat we voor jullie gevangen hebben, de jästliche Alren, die dürfen sich auch heute morgen, stelt jullie mal de Rehan. So, wollt ihr? Nu dürfen auch die jästliche Alren, die Mentoren, bitte auf die Stage kommen, kommen in Partner, starken Tinger, den jungen Mensch, der die begleitet das nächste halbe Jahr. Warum haben wir so Menschen so dort gewählt? Die Zeit hier in der Torchshow, wo jeder einer ein herrliches Leben führen will, wo jeder einer Pferdeweich geht, jeder einer will wird mit Gott beleben, diese Zeit, der ist wunderbar. Entsperrt sich den nicht nochmal so ein Kleinbett, ist der Himmel hier auf diese Erde? Es ist ein Kleinbett, man hat das Gefühl, man konnte nur ein Kleinbett schmeißen. Wird das erst, wenn viele Menschen Typ sind, und alle wollen dort Celsius, alle wollen noch dichter bieten, auf dem Schild vom Fuder. Und wollt ihr, was aber nu in der nächsten Zeit passieren wird? Wenn wir dort mal vergleichen mit dem guten Eden, dann erst nu die nächste Zeit, wo ganz sicher der Feind kommt und Frauen wird. Ist es wirklich so dort? Sind die wirklich frei? Haben die wirklich den Heiligen Geist? Können die wirklich wieder so dort leben? Und wie sind hier dafür da? Aus Familie, aus jene jästliche Familie, jünt daran zu erinnern, wer sie sind. Jo, je können kriegt so ein heiliges Leben durch Büte führen. Jo, je können kriegt so die Stelle Titan und jene Intimität mit Gott. Wenn je schienen ist dort Licht, dort tot wie auf dem Campamento, dann mordet Dach wohnen, wo immer je auch sind. Und das nächste halbe Jahr wollen wir jünt erinnern, dort je dort kennen. Und dort wurde vielleicht schwur. Ich kann mich erinnern, als ich war an ein Haus gekommen, sie von meiner Jüngerschaftsschule. Dort wir nicht ganz leicht. Und die Menschen, die kennen auch nicht aus der Person, wo die nie sind, die haben uns so sehr verändert. Behüllt dort. Und wir haben hier Studenten, wo die Familien kommen, wo die hier läuft wollen, wo die hier Säune sind. Wir haben aber auch Studenten, die sind kurz erst in die Kolonie gekommen. Wir haben Studenten, die haben Twänge tüß. Und dafür, weil wir einfach jästliche Alren Hingerjünd haben stellen, wo die willkommen sind, wo die Sonntag zum Mittag kommen können. Und wo wir uns wirklich interessieren für ihr Leben und für ihre Horten. Albert hat noch ein Bett, wo zu sein, und dann wo wir Fuß aller Typ beten. So, dankzij Regina voor de goede arbeid. So, ik heb hier een beetje wat met te delen voor jullie Torch-studenten.
En ik zei schon gewonnen met Jun top te zijn deze ganze Monat. So sehr viel Leben sind verändert. Und du bist Gott der Dank dafür, was er getan hat. En ik weet dat in de Torchschule, dan woon je hier de ganze Monat. En hier doe je alle Taubkämpfe einfach. Wanneer men wat veel te beten, dan zei je einfach, de ander zal beten en zo staat. So hier go je sehr taub über deze ganze Monat. En nu is er bij het moment gekomen dat je alle waren trainen huis varen, en je in de steden varen, schafen varen. So, en dat wichtigste is dat Torchschule niet abhielt in dem Moment. Hier hielt er ab, aber de Arbeit dort wieder. Die zullen dort wieder in Licht zijn en dort wieder dat Evangelium mitteilen en dort wieder in Santiteit leven, in Heiligkeit leven. So, en dat is aber een beetje spannender. En ik heb hier een paar versen, wat ik wil hier mitteilen. En ik hoop werkelijk dat je een goede tijd hebt wieder. En dat er in je leven nog veel meer mensen kunnen zum Glauben komen. En even zeg ik dankzij wat je gedaan hebt deze maand. We gleichen je. En zijn eruit doen waar ondernemen in de nächste Torchschule dat die met helpen kunnen. So, wanneer we lezen doen in Psalm 24, vers 12 en 14. So, het zijn een paar versen van Psalm David. Wat hij vraagt dat? Hij vraagt. Wer ist dann der Mann, den Herrn fürchtet? So, das ist, was David fragt. So, das ist von der kriegt so für mich und für die Church und für die als Torstudenten. Wer ist der Student, der den Herrn fürchtet? So, er fragt das jeden einen persönlich. Wenn das von der für uns auch geschrieben. Und dann sagt er, dem wird er den Weg wiesen, den er wählen soll. So, wenn du ein gottesfürchtiges Leben führst, und wenn du Gott fürchtet ist und Gott über alles wahrscheinlich, dann wird er dir den Weg wiesen, was nu wieder kommen wird. Was nur der Torchschule oder von nu wieder kommen wird. Und dann sagt er, seine soll, wo du wohnen, wo dort Geld ist. Und seine Kinder worden dort Lohn gehören. Der Herr hat ein Vertrauen auf die, die am fürchten. Der wird er sein Bund wiesen. So, der Herr hat ein Vertrauen auf die. Der Herr hat wirklich ein Vertrauen auf die. Wenn sie haben diese eine Monat gewesen, dass die Gott fürchten können. Und dort wie mir ein Ding sehr wichtig für ihn als Student einfach. Dass die wirklich Gott fürchten und wollen einfach, was Gott will haben. Und die dürfen einfach nicht mitreden lassen, wenn die voll ein bisschen schlecht wird oder wenn ein Bion nicht kriegt so ran, so soll. Aber die haben Gott dort ersten, die dürfen Gott fürchten. Und dort werden sie zu sein. Und dort die von nu wieder auch so dort sein. Und so, ich habe hier ein kleines bisschen abgeschrieben von, wo wir können Gott fürchten. So, ich will ein paar Punkte sagen. Und dann sind noch viele Dinge dabei. Wir können hier den ganzen Tag vielleicht reden von über Gott fürchten. Das erste ist, Gottes Fürchten. Und das zweite ist, Gott ehren in alles. Alles, was du tust. Bei deiner Arbeit, wo du schaffen fährst, du wo du bist, bei deinem Haus, bei deinen Eltern, und mit deiner Schwester, wo immer wo du bist. Du einfach Gott ehren in alles. Und das zweite ist, Gott leben über alles. Und auch dort leben, was Gott leben hat. So, bloß dort einfach leben, was Gott leben hat. Wenn du weißt, dass ein Ding, was Gott nicht leben hat, dann wird es nicht leben. Wenn du weißt, dass Gott das gleiche hat, dann gleicht das auch. Und dann, Gott gehorcht in alles. Wenn die Menschen dir sagen oder nicht sagen. So, nicht bloß hier Gott horchen in diesem Welt, sondern einfach Gott horchen, du sagst, wo du bist. Und dann, bekennen einfach, dass Jesus der Herr ist in deiner ganzen Zeit einfach. Wo immer wo die sind. So, ich weiß, dass die als Torch, die haben Jesus als Radar in ihrem Leben. Aber das ist wichtig, Jesus als Herrn haben, als ein Wirt haben, als ein Patron, was ihnen fair sein wird. Und wenn ihnen fair sein wird, dann der es ein bisschen weh. Wenn es der wird so eine Dinge sein, was eigentlich nicht interessiert hat, und wenn es das wichtig, Gott als Herrn haben. So, und nu ein bisschen reden von Völkern, die wir dort vermixen, mit Angst haben mit Gott. Gottesfurcht ist nicht Angst haben vor Gott. So, Angst haben vor Gott, das ist was anderes. Das wenn wir glauben, Gott stahl über uns oder wir haben einen Weg von Gott oder was immer. So, das ist Angst, wo wir haben, Völkern von Gott. Und Gottesfurcht ist einfach am Gehorchen und alles, was wir tun. So, und ich merke, die Personen, die hängen mit, dat je hängen op die Personen ableihen, op die Studenten. En je hoort ook, weil ich habe einen Hängerstraatje. Und wenn wir ihnen sehen geben einfach, dass die Gottesfurcht voll in ihrem Leben so wird einfach
einfach sein. Und ich möchte ihn halt mal abzustehen. So, wenn wir wirklich einen Segen einfach und dort sei, wirklich wir alles keine Gottesfeier haben. Und wir wollen einfach beten. Jesus, wir danken dir für diesen Monat, für die ganze Torschule, für alle Studenten, die hier für jeder Staff. Sehen einfach jeder Student im Namen Jesus Christus einfach. Dort ich keine Brüder, Trainerhus vor einfach. Und dort ich kann einfach ein gottesfreien Leben wiederleben. Herr Jesus, ich bete bis einfach dort einfach die Freiheit von dir in Erde leben zu leben. So dass wir in diesem Monat gelebt haben. Dort ihr wieder kann leben im Namen Jesus Christus einfach. Dort die Brüderheit von dir in Erde heute wird sein einfach. Und dort sie, wenn ihr Menschenfreiheit haben, ein neuer Gottesfreiheit, dass sie keine voll von Gottesfreiheit sein. Und dort sie einfach keine bloß dort leben, wo du leben darfst. En dat ik kan die hartje, hoe Emma kan daar niet zit, in alle steden. Als in de stoel, als alleen op loon, als op arbeid staat, en als in de trijk, dat ze einfach worden die hartje. En dat ze einfach dort leven worden wat du leven daar zit. Zien ihre leven einfach. En verlieren met een hele Jezus, dat ze kunnen vol zijn en dat ze kunnen broer wiedergehen einfach Jesus. En dat de Torschule niet hier abhört, sondern dass die von hier anfangen, dass die wieder geht naar andere Menschen. Und dass mehr Menschen der Erde leben, sie können ungestärkt werden und dass mehr Menschen können zum Glauben kommen. Im Namen Jesus, Amen. So, Torstudenten, die haben eine feine Verantwortung. Das ist einfach jeder einer von ihnen ein Schüler seht für die nächste Torschule. Gut so? Ja? Ja. Dankeschön, Studenten. Wir lernen Ihnen. Ganz gut gemerkt diesen Monat. Und ich hoffe, jetzt wieder so. Halleluja. Wunderschöne Studenten. Gott sei dir für diese wunderschöne Schule, was wir haben. Halleluja. So. Ich will die Band fragen, kurz nachzukommen, wie wir ein Leid haben. So, wir wollen wieder Gott anbeten. Es ist viel von dir hier. Und wir wollen eine ganz kurze Predigt, was wir nu für uns haben. Gott hat mir eine Predigt abgelegt, die direkt aus der Bibel kommt. Ich meine, ich komme immer aus der Bibel, aber ich habe mein Bild verstanden, was ich meine, wenn ich das sage, dass ich direkt aus der Bibel komme. Und ich will haben, dass wir ein Lied singen, was wir auf dem Campamento singen. Das Lied, das nennt sich Geef mir Jesus. Geef mir Jesus. Und wir wollen das Lied singen. Ich weiß nicht, ist hier weiter, was das für ein Lied ist. Das ist, was einmal getan wird, wird ein altes Lied genommen und dann wird es nie ein Lied gemerkt. Und das Geef mir Jesus ist ein Lied. Das Geef mir Jesus, das Wort ist ein altes Lied, das auch gleich 100 Jahre alt wird. Alt ist, wenn es ein sehr altes Lied und sie haben das nie ein Lied gemerkt. Und für ein paar Monate trägt dann hier das Lied. Und ich frage, dass wir das nicht auf dem Campamento singen können. Und dass wir ein von den Leuten auf dem Campamento, was unsere Horte anschieren. Wir haben einen Moment am Campamento, was sehr deep wird und was sehr wichtig wird, was passiert, wo wir unsere Phones alle nehmen und alle Lichter an der Stube ausmerken. Wir nicht überdachen, wir so oben, sondern wir ganz dies an der Stube, wir merken alles aus. Und dann merkt bloß einer sein Phone-Licht an und dann wird der Stube all viel daher aus, wenn alles aus wird. Aber dann, dass wir rein alle ans Licht anmerken, als ein Teken, dass wir für Jesus da haben. Und als du erst 200 Phones der Lichter an wären, dann wird es ganz da in einer Stunde, bloß von 200 Phones. Und dann, dass wir dort, was für ein Jugendlicher das Schwanz da ist, sein Phone aufgeben. Wir tun unsere Phones alle an den Mäden an und merken Kreuz von den 200 Phones. Aber viel einmal Phones sind wir. Der alle besitzen mehr Dachend, eine Phone besitzen anderen Handen. Dann merken wir einen Kranz randet Kreuz. Und wir merken Teken, dass wir wollen Jesus. Geef mir Jesus. Und wir sagen das Lied, Geef mir Jesus. Das wir ein sehr ein Moment, was uns sehr unschieren aus dem, was wir am Campamento wären. Und wir sehen dort, wir wollen nicht andere mehr als Jesus. Wir wollen bloß Jesus. Wenn wir das Evangelium taubfoten, wenn wir die ganze Bibel taubfoten, und eine Person
dann wisst dort alles schlussendlich nur Jesus Christus. Wie ons Rada en haar is. En mijn vrouw van jou en die is, als hij dien Rada, als hij dien haar, zoals Albert Jeroen van de reden deed, kon Jezus dien ver zijn, kon hij dien leven bestemmen. Van jou wil we alle tip zeggen, geef me Jezus, geef me Jezus. Ik wil jullie aanloden op te stonen. En we willen alle tip zeggen, geef me Jezus. En dat is poort van mijn predigt wat God me van jou gegeven heeft. Geef me Jezus. Jesus, mij als Salvador, mij als geld, mij als alles wat ik kost heb. Dan bruk we niet 100. Dan bruk we niet 100 op deze wereld. Wenn du eine Person für die hast und die duizenden Troubles hat, dann kannst du den duizenden Lösungen geben. Und jeder Lösung wird vielleicht ein klein bisschen besser in der Situation wirken. Oder vielleicht vorher. Die Möglichkeit ist groß für beides. Aber jetzt am Jesus. Und das ganze Leben wird ändern. Wenn dort einzig allein Jesus ist. Als de Jünger dat verstonden am Pfingsttag, dat Jesus der Herr und der Retter wird, dann ist die Geschichte immer abgedreht. Und da wenn es das Tücher für die Arbeit. Wenn es Petrus versteht, dass Jesus wie der Herr und der Retter. Du
bloß eine Stimme singen. Alle Stimmen. De ganze Welt kost du har. De ganze Welt kost du har. Hier wie Jesus, ek wel Jesus. De ganze Welt kost du har. De ganze Welt kost du har. Hier wie Jesus, ek wel Jesus. De ganze Halleluja. Geef diesen Jesus einen großen Handklatsch. Halleluja, Jesus. Los, Jesus allein. Halleluja. Ich kann ihn toll sagen. Dankeschön, Band. Die sind wunderschön. Jetzt so schön mit Ihnen Gott anbeten. Und dann wird bloß die Bibel kennen. Gott hat mir eine Botschaft gegeben von dir für Mittag. Wir kommen wieder Apostelgeschichte, Kapitel 2. Aber das sind die Verse, die wir nicht so viel lesen. Das sind die Verse, die Petrus seine Predigt wird, aus der Heilige Geist ist gekommen wird. Ich weiß nicht, wo Gott durch die Bibel kennen ist, aber in Apostelgeschichte, Kapitel 2, das ist ein von meinen schönsten Kapiteln in der ganzen Bibel. Und in das Kapitel kommt der Heilige Geist. Er kommt rauf hier in diese Erde. Und als der Heilige Geist hier ist, dann hat Petrus eine Predigt, die schätzt alles, was du hast. Und an den Tag drehen 3000 Menschen um und bekehren sich und lassen sich alle taufen. Von dir, weil wir einen Taufers haben, wir sind hier nicht eher 3000, aber wer weiß, was Gott von dir noch alles im Sinn hat? Wer weiß, wie weiß nicht? Gott hat viel, viel andere Dinge im Sinn, als du und ich mich von dir feststellen können. Kannst du Amen sagen? In Apostelgeschichte 2, Vers 14 und wieder, ist diese Predigt, was Petrus du hast. Und ich will von dir auch diese Predigt verlesen. Und das soll unsere Predigt für die und mich sein. Einmal, wenn der Prediger den Bibeltext verlesen hat, ist es bei mir also gewesen, dass ich wach und ich switch uit und ich will warten, was er sagen wird, was der Prediger sagen wird. Und wir hören nicht nur die Bibel wird. So von daher ist es wichtig, dass du und ich mitlesen hier, was die Bibel sagt, und dass wir das Wort Gottes, das reine Wort Gottes, in unsere Worte nennen lassen, und dass wir sagen, ich nehme das Wort an. Amen? Jesus, wir sagen dir Dankeschön für das Wort Gottes, was du uns gegeben hast. Ein Wort, was schneidend ist, ein Wort, was reinigend ist, und ein Wort, was Leben bringen wird. Ein Wort, was durchschneidet wird durch jede Anreinigkeit und was die Heiligkeit bringen wird für eine Nacht. Und ich bete, dass das Wort nu zu uns reden wird. Apostelgeschichte 2, Vers 14 und wieder sagt es das.
Dann stond Petrus met de alf op en vang met een luide stem aan te reden. En zei aan mannen van Judea en al die in Jeruzalem wonen, dit zal je weten en hark wat ik jullie zei. Zo reed Petrus met een luide stem. Wanneer hij is en die wordt zijn, een ding was je andere. Die stem wordt ontvangen luid te zijn. Du wordt ontvangen te reden, wo du euer niet gereed hast. En hij zei deze woorden. Hij zei, deze mannen hier, die zijn niet bedronken. Oh, wat is dat? ¿Todo bien allá atrás? Nicht todo bien. Wat de bel todo bien zijn? Oh, wo dat drink. Ahora sí, ¿todo bien? Okay, wenn es sehr wichtig ist, wie mitlesen. Ich will noch einmal vom Buch anfangen. Da stand Petrus mit der Alve ab und fing mit einer luide Stimme an zu reden. Und sagte an, Männer von Judäa und all die in Jerusalem wohnen, das soll je weten und horcht, was ich ihnen sage. Diese Männer hier sind nicht betrunken, so als je denken, willst du erst noch mal klar? Nee, in Samarias. Das ist aber, wovon der Prophet Joel redet. Gott sagt, das ist in dieser Zeit, wo wir nu sind. Das wird in der letzten Zeit passieren, dass ich mein Jes über all das Fleisch jäten werde. Jene Sehns und Dachte werden prophetisch reden. Jene junge Männer werden Visionen sein. Jene alte Männer werden Träume haben. Und über Männer und Frühes, die mir dienen, wo ich in der Zeit meinen Jes uitjäten und die werden prophetisch reden. Ich war boven im Himmel Wunder doen en tekens, oinen op de eerd, bloed, vuur, reuk en damp. De zon wordt zwart-dieser worden en de maan rood als bloed. Euer ons Herrn zijn grote, herrliche Dag für een Dag kommen wordt. En wie immer den Herrn zijn Namen aanroept, zal gered worden. Je mannen van Israël, horcht wat ik jullie zei. Jezus van Nazareth, wie ein Mann, der in Gott man kunt Wunderwerken und Wunderteken stellen. So ist Jesus weiten. Gott hat einen Plan beschlossen, diesen Jesus in die Hand zu geben und je nehmen einen Arm und Leuten Arm durch Sünden hängen, Krieg neulen und Tod merken. Gott aber wirkt am Wahre ab vom Tod und wirkt am frei von alles Todesnot, weil es dort allmählich wie dort der Tod am holen kann. Wils David seht von ihm. Ich sag den Herrn immer für mich. Wils hij es mir bei mir bei der rechten Hand, dort ich sicher stehe. Da wenn freut sich mein Hort und meine Zunge redet froh. Und all dort kann mein Körper in sichere Hoffnung reben. Willst du was meine Seele nicht bei der Todes loten und was dort nicht tollaten, dort dein Heiler verkommen wird. Du hast mir die Weg zum Leben weiten lassen. Du wirst mir in deine Jahre wird die volle Friede schenken. Halleluja. Männer und Brüder, lasst mich ganz frei zu jüngst von unserem Stammvater David reden. Dort der Tod in begraft ist. Und dort sein Grab hier noch von der den Tag bei uns ist. Weil er ein Prophet wie und wisst, dass Gott am geschworen hat, dass ein von seinen Nachkommen auf seinen Thron setzen würde. Sag ihm verrückt und red davon, dass Christus vom Tod abgestoßen wurde und dass seine Seele nicht wird bei den Todes gelassen worden und dass sein Körper nicht verkommen wurde. Diesen Jesus hat Gott vom Tod abgeweicht, davon können wir alle Zeichnis geben. Nu dat Gott am Besicht zu der rechten Hand erhoben hat und hij vom Vater den Heiligen Geist gekregen hat, der ihm versprochen wird, hat hij das uitgegoten, was je nu hieren en seinen. Wils David ist nicht nur im Himmel gefahren, hij sagt aber, der Herr sagt zu meinen Herren, zet bei mir zu der rechten Hand, bei der deine Feind zu einer Voetbank merkt.
Nu soll ganz Israel bestimmt weten, dass Gott diesen Jesus, den je gekreuzigten und Tiberius, Herrn in Christus gemerkt hat. Als ze dit nu hieren, ging aan dat alle te horen en zeiden te Petrus en de andere apostel, je mannen en lieve bruiden, wat zal we doen? Petrus zei aan, keert om, laat jullie alle in Jezus Christus in namen duipen, dat jullie de zinden vergeven worden. Dan wordt God jullie den Heiligen Geest schenken. Dit is wat God jullie en jullie kinderen versproken heeft. En al die wat weit op zijn, die God ons haar naar zich roepen wordt. Petrus reed nog te aan, dat vele anderen wird en ermoedigen. Laat jullie uit deze verdreide generatie uitraden en die zijn woord met vrede aannemen. Laten zich duipen en aan den dag werden door 3000 zuilen tegenkomen. Halleluja. Amen. Zo, dit is de boodschap van jou voor die en mij. Ik heb een paar punten wat ik eruit hebben wil. Jezus Christus is nummer 1. Jezus Christus is dienen en mijn boodschap. De tekst zegt Jezus dit, dat zij worden aan, dat Jezus haar en Christus moest zijn. Wat betekent dat? Haar is de verzaaier. Haar is die weer die verzaaier dit. En ik wil die zeggen, zoveel maal dan wil we een radar hebben. Maar weet je wat? De radar, Jezus Christus, is niet bloos een radar. Hij is de Heer. En hij kan niet die radar zijn, wanneer hij ook niet die Heer is. Wat betekent dat? Dat hij die leven verzaait heeft. We worden zo hier worden allemaal wel in de hemel komen. Maar vele mensen zeggen, ik wil niet mijn leven sterven laten, dat Jezus kan mij verzaaien. En dat is nog harde boodschap. Jezus zegt, neem die kruis op, laat die leven sterven. Dat wat du die vlees jankert, laat dat te zien, laat dat dood worden en laat Jezus toe opkomen. Neem de nieuwe identiteit aan, neem de nieuwe karnet aan, wer du bent in Jezus, neem dat aan. Neem dat leven in Jezus aan. Du is de volle radung, maar du is ook dat hij de Heer is. Dat woord Heer is Kyrios op Griechisch. En wat betekent dat? Dat ging bloos den president te zijn. Maar wat zijn we hier in deze tekst? Als David ken ik weer. Dus red je dat van David. Wat zegt David? Mijn Heer. Heb je verstaan? Du kunnen bloos alle mensen te David Heer zijn. Im ganzen Land. Maar David zegt, mijn Heer en mijn God. Wat betekent dat? Dat du als geen koning, dus geen president, dus geen leider op deze wereld, wat dort den plaats kan hebben, wat Jezus Christus. En dat is de Heer over alle Heren. De koning over alle konings. Dat is de einzige, dat Lamm Gottes, wer zijn leven gegeven heeft. En ganz Israël moest den dag een boodschap vieren, dat Petrus zegt, neem Jezus als jullie Heer aan en als jullie heiland. Een andere weer Radar. Hast du Jezus al als Radar? Als mijn vrouw. Ik wil die moed merken. Vang bij de radung aan. Neem deze radung aan. Du sagst vielleicht, aber Jesus sagt mir noch nicht alles fair, ich sehe dort noch nicht neu gekommen. Weet je wat? Ik ook niet. Ik heb de noodrechten voor die, ik kom dat ook niet nog. Maar ik kan die eins zeggen, du kannst van jou zeggen, Jezus, ik wil die als mijn radar hebben. En dat eeuwige wat de Heilige Geest al doen, dat hij nu die wat komen zei, nu word ik langzaam, eenmaal die haar worden. Ik wil die fair zijn. En weet je wat, dat is veel schijner om ons haar te hebben. Zo zeer jaren, weil we ons leven zelfs handelen, we willen zelfs zeggen, dit wil ik zien, dit wil het maken, ik wil mezelf fair zijn. Maar weet je wat schijner is? Wanneer we Jezus aannemen, zeggen, du kannst mich von nu wieder fair sein. Ist das nicht viel schöner? Der wird das erfahren, bewies das mal, sag mal aus dem Teken, wo schön das ist. Kann das nicht hören. Das muss das mal hier blind sein. Wo schön das ist, wenn Jesus ans Haar ist.
en wanneer ons leven raden deed. We hier is een zeugnis van Corny, wo hij zei, wo hij zich bekeerd had, aber wo dat bij hem een stukje gediend had, dat hij dat aannemen kan, dat Jezus dat alle voor zich gedaan had. Deze boodschap wat Petrus toehaf, Petrus staat op en hij zegt, deze Jezus, den hij je gekreuzigd. En weet je wat? Geloof je die 3000 mensen te wat Petrus te reden deed, geloof je die hadden alle den humor den dag en kreuzigste Jezus omnel dan? Mijn vrouw. Geloof je dat alle? Nee. Wie stuurt den dag toe en kreuzigt Jezus omnel dan met die körper? Nee. Maar weet je wat Jezus aan dat kruis brengen deed? Dine zin en mijn zin. En Jezus zegt, deze zonde wil ik vrijwillig op me nemen, zegt in de Bijbel, en ik wil deze zonde naar het kruis brengen. Zo veel geen mens hem Jezus aan het kruis nemen. Wat de vele deed een Jezus, wat wel en zegt, ik wil het doen, als je me de nemen er niet. En de mensen voelen zich met een vinger gewezen, da wenn es weiß ich hier met een vinger, wenn es Petrus sagt, je hand am gekreuzigt. En weet je wat ik voor jou zei, met een vinger wijs ik naar je, du hast am gekreuzigt. Ik heb am gekreuzigt. Mijn zin, wie de prijs, mijn zin alleen, dat Jezus brengt zijn zin, wie dat alleen weet dat Jezus door om kruis voor mij gestorven wordt. Weet je wat, er zijn vele teksten wat er reden deed, dat Jezus voor ons om kruis nog deed. Maar dan zijn ook zo'n teksten, ik wil van jou niet alle lezen, wo dat zegt, dat Jezus voor mij om kruis nog deed. Wat betekent dat? De radung is persoonlijk voor die en voor mij. Der ist persönlich. Hast du diesen Radar al persoonlijk in dein Leben abgenommen und dass du die Friede, was hier von dir redet wird, al in dein Leben hast? Ist mein Friede von dir an die. Hast du diese Friede al in dein Leben? Von dir, weil wie die je lernen hat, dass du diese Friede kannst abnehmen in dein Leben. Die Sinnenvergebung ist das grootste Geschenk, was wir auf diese Erde können kriegen. Das ist der Zugang nur ein ewiges Leben voll Friede und voll ewiges Leben. Das ist nicht bloß ein Jahrtag im Himmel ankommen, sondern die Sinnenvergebung ist für diese Kont, für diese Erde ein Leben voll wo das schält ist. Ein Leben, wo die Gott loben und preisen kannst. Amen. Ich will die einladen, abzustehen und wir wollen ein Gebet machen. Meine Frau ist von dir und die, meine liebe Bruder und meine liebe Schwester. Als du all Jesus Christus in dein Leben persönlich angenommen hast. Wir sind hier von dir viele Menschen, ein paar hundert Menschen. Und ich kann dein Leben nicht. Aber wenn du deine Uhr nicht tun merkst, was ich die Frau, dass du tun kannst, merk deine Uhr tun, dann werde ich hier eine Musik anmerken und du kannst beten und Gott fragen, sie ich. Gerat. Heb ik deze boodschap aangenomen wat Petrus predikt. Dat ik Jezus als een radar gemerkt heb. Dat ik hem als een Herrn gemerkt heb in mijn leven. Dat ik dat toegelaten heb dat hij mij verzeihen wordt. Kon de Heer Jezus dat al in dein leven bestätigen van jou, dat du Jezus Christus als een radar hast. En wanneer du niet een klare antwoord ja hast, dan vraag ik nu dat u met mij te beden is. En dat u dat van jou als een ja merken is. Ik wil je dat vertellen waar ik dat deed. Ik was 7 jaar oud. En mijn broeder had die dag, de een oudere broeder wat ik had die dag met zijn andere broeder een gebed, dit kaarte gebed gemerkt wat ik nu gemerkt heb. Zo wie waren 3 broeder al aan dezelfde dag. Hier is einer, dan de andere en te laat zeg. De ene had met de zesde gebed, de nächste, dan ging hij naar de nächste. En dan zo was. Ik heb mijn broer naar mij en vraag me, Edward, ik was 7 oder 8 jaar. Hast du al Jezus in dein hart? Ik verstehe niet veel. Maar du nu niet alles verstaan hast, dat is ook een dood. Maar ik wist dat eine, ik had niet Jezus in mijn hart. En ik zei, nee, ik had ihn niet.
Sagte, ik had het van jou gedaan en dat is het beste wat mij passiert is. Was du dat niet nu ook doen? En ik moet am verspreken met mij taub, met allemaal spoesig. Ik zei, ik word het plus doen, wanneer du dat niet wieder vertalen was. En dat is een beetje te schämen, mijn Geschichte. Wie waren twee kleine jongens, wie waren taub in Banjo en daar aan het taub boeren, wie daar dat mes jede dag. Zo, ik had niet meer Kleider aan. Zo einfach weer dat. Wie een kleine jong, kleine Schneekert. En ik zei te mijn broeder, wanneer du dat niet was wieder zei, dan word ik nu met die taub beden. Ik kon me niet wieder denken, wordt het dan wieder aan, maar ik kon me denken dat hij beet met mij taub. En als ik amen zei, mij komt zo'n grote vrede. Ik nam mijn hand ook aan mij en ik ran naar mijn ouderen. En ik zei te mijn ouderen, ik heb van jou Jezus aangenomen. En mijn ouderen vierden met mij taub. Zo einfach als het bij mij weer, als du 8 jaar bent of 7, maar als du 80 jaar bent. Wanneer du niet een klare jaar hast, te deze vrouw, als du Jezus in die leven hast, dan kost du nu hetzelfde gebed, wat ik damals met mijn broeder en Banjo te merken deed, kost u met mij nu te beden. En ik wil voor al ons vrouwen, wat we dit gebed allemaal gemerkt hebben, dat je mij helpen beden. Maar beter gezegd, dat je den broeder, bij sie die helpen, dit gebed te beden van jou. En dat is een gebed, waar we einfach zeggen, waar we Jezus aanladen, dat hij ons rader wordt, dat hij onze zinnen vergeeft, en dat hij ons haar worden deed. En waar we den Heiligen Geest in ons leven aanladen. So du kannst von dir vielleicht für die zum ersten Mal sein mit mir taub und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und abgestorben. Ich freue dich, vergib mir all meine Sünden und wasch mich rein. Nimm mich an als dein Kind und füll mich mit deinen Heiligen Geist. Ik wil nu een entscheidung maken. Die te volgen en te gehorchen. In die naam Jezus Christus. Amen. Ik wil vragen dat je alle jullie te merken. En dat lust die wordt dat van jou ten eerste mal gemerkt hebt dit gebed. Dat u die hand ganz hoog opgeven is. Dat ik die zijn kon. Lust die persoon wat dat het eerste mal gemerkt heeft. Halleluja. Zijn er nog meer? Halleluja. 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 De Herr zit hier. Die hat hier meer hängen. Die hat hier meer hängen. Hoe irgendwer van deze personen wat nu de hang opgeven heeft, zo willen zijn en hier naar verder komen. Hoe je willen zijn en hier naar verder komen. Je kan wel hier naar verder komen. En we willen je zijn. Dit is een vast in hemel. Wanneer personen zeggen, ik geef mijn leven aan Jezus. We willen meer hängen. Wer is van jou eruit? Halleluja. Wer is de nächste? Wat eruit is van jou te zeggen? Een handklotsch. Halleluja, Jezus. Was ist da noch? Du wirst noch mal hängen. Schäm dich nicht. Du brauchst dich nicht schämen. Weil du deine Hand, für was immer Grund, du weißt, in was du deine Hand noch Buben hast. Dann komm hier noch fertig. Und ich will kurz lehren, Frau, dass je hier noch fertig kommen und für anbeten dann für diese Personen. Weins für jede Person, weins für eine Person. Wir dann noch mehr Personen, wo du hängen abheben, dann kommt noch fertig. Hab nicht Angst. Du wirst noch mehr Personen. Du brauchst sie nicht schämen. So werden wir unsere Hände uitstrecken für diese Personen. Auch für die Personen, die sich nu noch schämen, um nach vorne zu kommen. Weil wir für ihn beten. Weil wir für ihn beten, weil wir Dankeschön sagen. Weil wir alle beten und sehen. Dankeschön, Jesus Christus, dass du jeden Tag nieuwe Personen erop ist in die Königreich. Ich bete im Namen Jesus Christus, dass diese Personen, die von dir einen Glaubensschritt gemerkt haben, Jesus Christus zu folgen, dass du einen Sehnen kannst und dass sie können, von dir die Klarheit kriegen durch den Heiligen Geist, dass sie Kinder Gottes sind. Wir sehnen im Namen Jesus Christus. Wir sehnen im Namen Jesus Christus und sagen Dankeschön, dass von dir ein Tag von der Rettung und der Erlösung ist. Halleluja, Jesus Christus. In den Namen Jesus Christus.
Amen. Amen. Halleluja. So, wie waren nu wat tonen? Wie waren einmal deze persoon wat verder in stunden voor een klein beetje te zitten gaan? Zeg maar dat een klein beetje te zitten gaan, dan nu heb je er weer am armen. Blijf hier stunden, de kerk wil je wat zeggen. Zeg met mij top. Wie als kerk van Jezus Christus heet u welkom in de familie van Jezus Christus. En wie leven junt? Een applaus. Halleluja. Wanneer je willen, je kan je doel zetten, je kan ook weer vertalen, je kan ook apport gaan wanneer je willen. Maar halleluja, dit is God de eer. Ik wil Albert aanladen dat weer te merken, de verzameling kan zich doel zetten. Okay, lindo. Das sind die besten Momente, ja? Die Bibel sagt, du hast Fasten in den Himmel. Und so jeder ein Horn klatschen nach Jesus für seine gute Arbeit. So, wir gehen nu wieder wenn Taufas. Wir haben von dir ein Taufas, wo groß, wo klein das wird sein, das weten wir nicht. So die Frau ist das ihrens, wohnen Menschen können sich taufen lassen. So, wenn wir lesen in Markus 16, Vers 16, was Jesus sagt, er sagt, wer du glaubt und gedeutet wird, was soll ich werden? Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. So, Jesus sagt, wer du glaubt und gedeutet wird, der wird selig werden. So, er sagt nicht, dass wer du gedeutet wird und glaubt. No, er sagt, dass ihr wer du glaubt und gedeutet wird. So, ihr sollt erst glauben. Und was ist das erste Glauben? Das erste ist von Jesus Glauben. All die Personen, die hier nu krijgen, haben Jesus angenommen. Und vielleicht bist du nach einem Jahr, wo du Mann kannst, Jesus angenommen. So, du bist bereit, die Taufe zu lassen. So, heute heißt es, wir werden immer lesen. Wer du glaubt und gedeutet wird. Sag erst, wer du glaubt. Das erste ist Glauben. Und um wem glauben? Das ist einzig an Jesus. Und woran an den glauben? Wenn wir alle Sünder sind und die Lösung für die Sünden, das ist Jesus. Das ist das einzige Medizin, was uns helfen wird. Und wenn du das Jesus hast, dann bist du bereit, die Taufe zu lassen. So, das ist das Erste. Dass wir einfach alle Jesus haben und das Zweitens einfach, dass wir uns dann Taufe lassen dürfen. So, und ich frage dich einfach, wenn du Jesus hast, wenn du klar hast mit deinem Leben, dann lade ich dich an, hier nach Fähre zu kommen und dann werden wir immer gehen mit der Taufe. So, wer immer, wer du bist, wenn du nach Chamber getauft bist worden, und wenn du Jesus angenommen hast, stuhl einfach ab und komm nach Fähre. So, Jesus sagt nicht, wer du glaubst und perfekt ist und gedeutet wird, was soll ich werden? No, wir sind alle am Lehren. Wenn du Jesus hast, das klar hast in dein Leben. Und ich weiß, dass wir sind alle am Lehren, wir sind alle nicht perfekt. Dann bist du bereit, die Taufe zu lassen. Erstens ist Jesus annehmen im Glauben, zweitens Taufe lassen und drittens Wohlsen. So ist es einfach. Und so, hier sind nur 7 Personen. So, gib einmal einen Handklatsch für dich. Und wenn du nach bist, oder du wirst Taufe lassen, hast du noch Zeit, um nach Fähre zu kommen. Und hier in der Reh nehmen. Und dann, wo wir hier anfangen, wollen sie alle ein bisschen Zeugnis mitteilen. Ja, ich habe mich entschieden, ich bin von der Taufe lassen. Ich bin abgehauen in Kalifornien. Und du hast deine Schulter hier gegangen und alles, weil ich 16 Jahre bin. Dann fange ich an, andere Kirchen zu fahren, die Kleinmutter. Dann durch so, ich weiß nicht wie lange, aber durch die Kirche gefahren. Dann weiß ich auch, dass ich mich bekehren muss. Aber ich kann einen Freund, wo ich an denke, der will ich festhalten. So habe ich dann lange in schweren Zeiten gelebt. Dann Luther traf meine Eltern in São Paulo. Dann habe ich dort noch stolz gelebt. Und dann
een dag bekeerde ik me door. En nu dat ik touch, waar gewoon touch houden. Ik denk vanzelf hele dingen vrij worden en ik heb me de toffe eeuwen te doen. Okay, mijn naam is Frans Nelson, wer mij nog niet kent. So, ik heb me van ook entschieden dat ik wil met hoffen laten. En ja, ik zie ook manchmal Alkonie abgewassen in Blieskolonie. En ik weet nog mal 6, 7 Jahre, dann dachte ich immer so, die Alkonie würde mich mal nicht hoffen. Da hatte ich dann einmal klar und ich weiß aber nicht, manche klar jemand, der wieder gar nicht, wenn doch wir ein schrecklich dumme Menschen. Und dann sehe ich würde mich irgendwo in der Wildnis nennen und dann würde ich dort nicht sterben, ever gar nichts, dann würde dort vorbei sein. Dann würde ich dort in den Stich gehen. Ich hatte das durch einmal schwer. Und so ging das Leben aber wieder und ich hatte dann auch inzwischen das manche Welt gelebt für eine gewisse Zeit, weil ich Gott mir das weiß, dort hat kein Sinn, dort wir nicht, was ich dort habe. Und ja, sie irgendwann war das Tee, aber ich komme und die Dame Chloe meinte, maar immer war ich an, dort wir einen Tag ferne. So, und dann habe ich nach einem halben Jahr gelebt, wo mein Leben aber nicht wirklich zusammen. Ich sage mal Gott, aber das hat keinen Sinn. Und ja, schließlich muss ich was anwenden, ich muss mit Glauben beten, wenn ich es tun habe, mir das nicht. Und das, was ich dort tue, dann kann ich mich bekehren, dann kann ich die Wahrheit erfahren. Und dort moet me dan goed staan dat ik het Tarpschool aangebod kreeg en kom ik hier aan. En nu van der Wahl mit hoffen, der Wahl näher zu sein, dass ich mich von der Wahl ganz losschließe, dass ich nicht mal was das mit zu tun habe, aber mich ganz in Jesus Namen leih, dass ich einfach ganz Jesus in sein. Ik zie Philip Nieveld van Nova Esperanza abgewassen. En ik heb een daar slecht leven gehad. En met dat ik daar leid dat ik dat gedaan heb. En ik heb me niet direct getroffen te laten. En ik ben daar in de school gegaan allemaal. En wil mir alle Basis proben te leren. En ja, han je dat allemaal zo aan de school daar. En ze zijn traschen aan de deur niet staan. En ik kan alle slag gedaan wat er was. En du hänger dann jeder war eine Karte, han je einmal den so tun eine Ma war der so tun hafte Ma eine Mensch der schaffen. Und so leben eine wieder aber ich saß in Jahr durch und kann ja eine der Wahl gehen und seit einer was andere das weil einer das macht mehr und nicht wieder eine gerade Jahr. Einer möchte dort machen dann wenn ich ja wie dann vielleicht geht auch von der Karne mein Paar wird ja auch besiegt, aber der hat auch so ein schlechtes Leben, spielen sich am Rahmen und wie weiß nicht anders müssen da halt machen merken, dass der da haben, da habe ich ein Leben und dann kam ich bekehrt an 2024 und weil mir nicht Leute getroffen hat, ich kann ein selber Mensch sein. Hola, ik ben Hendrik Lepke van Colonia Nova Esperanza. Ik ben opgewassen met 19 jaar. Dan word ik niet meer ervaren. Ik word te zwaar door. Verleid ik door. En har het leven nu wegen, har ik krijg ze weer gemerkt. Dat zijn nu gelijk met det en halvt jaar, dan kreeg ik het te zijn en mensen veranderd dan. En bekeer ik me. Dan kan ik aan het leven gaan. Kan ik voor Jezus leven. Nou, dat wil ik me nu laten taufen. Dankeschön. Mijn naam is Naita Friesen. Ik zie geboren in Bretusraum. Ik vind het maar wat te houden, der Toba
Dus ik op die was wat 2 jaar en van toen trok mijn ouderen naar Fresneo. Dus ik op die was wat 15,5 jaar. Ik zie toen naar de school gegaan en dan vielleicht beim 1 jaar naar de kerk gefahren. En ik dacht maar bij mij zo, want ik de schooljaar niet voor even zijn. Ik wil op begossen heb gaan, ik wil zuipen. En ik wil mijn leven führen, zoals ik dat wil. En dan werd ik 12 jaar en dan kreeg ik Gottes woord met geduld. Er kwamen mensen en merkten mij moed en ik ben meester 10 jaar en dan bekeerde ik mij. En ik ben moedig, ik leef in deze verder weg. Aber dat daar een kleine stiltje, dan geef ik mijn leven op en mij weer alles een duwtje worden. Ik sla mijn ouderen de weg te trekken, voor mij duwen vieren, wo ik kunnen juist verder weg komen. En zo werd ik 15,5 jaar. Van toen trokken mijn ouderen dan naar Philadelphia. En toen vang ik dan aan te duwen te gaan en vang weer aan juist verder weg te komen. Aber dat werd ik weer een kleine stiltje, dan geef ik op met mijn leven weer. En leven waar zoals ik wil. En nu ben ik voor 1 maand niet meer thuis met mijn ouderen. Mijn ouderen zijn hier vandaag. Ik woon in Ibneas. En ik kreeg aangeboden dat met een jugendkamp mee te fahren. En ik wist niet wel, er wie niet geld. En dan zei ik haar, want die dat was, dat wordt meelig zijn. En dan zei ze te mij, wie zullen best komen. Dat we meelig zijn. En toen heb ik geleerd, wanneer je den eersten stap neemt, de tweede wordt niet komen. Neem den eersten stap en dan komt de tweede. Toverluten en juist niet verder weg komen. En andere mensen zeggen dat Jezus de Redder is. Ik wil mij van jou in Jezus die noemen toverluten. Dankzij. Hola, soy Celina Dick, tengo 12 años y vengo de Chihuahua. Nací en México, vine a Bolivia cuando tenía 1 año y 7 meses y crecí aquí. Y primero estoy muy agradecida porque me hayan dado la oportunidad de estar aquí. Mi vida no tenía sentido antes de conocer a Dios. No tenía sentido y no sabía a quién acudir cuando eran momentos difíciles, hasta que conocí a Dios. Él estuvo ahí para mí todos los días. Por eso me quiero bautizar y demostrarle al mundo quién es mi Salvador. Y quiero que Dios me use como ejemplo y quiero comenzar una nueva etapa con Dios en mi vida. Fui salvada en el anterior campamento y estoy muy agradecida de haber podido conocer a Dios y antes de ir al campamento contracorriente, yo sabía quién era Dios, pero no era cristiana. Aceptar a Dios en mi vida es la mejor decisión que pude haber tomado. Buenos días, mi nombre es Matías. Yo cuando era un poco más pequeño, yo tenía problemas. No conocía mucho a Dios, no conocía mucho su palabra. Me metí en caminos que no debía y le causé problemas a mis padres. Pero gracias a Dios pude salir de ahí, de esos problemas. Yo quiero que Él me use para demostrar quién soy en verdad y darle gracias a Él por la vida que me dio. Gracias. Oh, we waren wat niet tonen. Ik weet de 10 jaar al bozig verder weg. Maar we hadden den ganzen Tag über Fiesta so dann. Haben wir noch eine Minute Zeit. Ich fällt dem ja sehr stark, weil wir sollen hier was nie tun. Vielleicht hast du das von dir, vielleicht hast du das von nu wieder Hans. Diese 2 Torch-Jungs, die haben all ein Foto, was hängen entstanden wird für die nächsten 6 Monate. Aber diese andere 5, die haben nicht. So, sind hier 5 Männer oder Jungs oder Frühes, es ist Mädels für die Mädels oder Frühes für die Mädels und ein Männer für die Männer, das ist Jungs für Jungs. Was ich positiv würde sagen, ich kann echt wel für den anstoßen. Auch wenn du einer von den Torchschülern hast, du wirst noch einen übernehmen. Wenn du fällst, du sollst für einen anstoßen für die nächsten 6, 7 Monate oder für das nächste Jahr, das bereit mit am Phone, mit am Reden,
en zijn we dat juistelijk hebt. Dan kom boos ik naar verder. Laat het niet lang wachten. Want ik weet de Heilige Geest, der schiet die al aan. Dan niet wachten, bloß boos ik komen. Bloß hang je aanstonden. Dat kan ook torchstaf zijn van je willen. Hand al alle ein. Te veel heina. Diederich, Frans. Eso, Diederich in Frans bed. Diederich, kom op. Daniel. Halleluja. So, der hat weins alle eine Person aan mij, niet zo? Wens deze bij het horen al? Ik geloof dat wat zeer wichtig. Dat kom je nu aan als we hier deden. Wens. Die waren maar verzekeringen aan, weet je dat? Als ik niet hoor, die komen al nog meer uit de verzekering. Die vliegen al hier, op mijn hoofd. So, we gebruiken personen wat hingen aanstonden. En dat waren deze mensen, dan deze persoon dan helpen. So, en van jou waar we ook hier denken, de torchstaf, die wordt aantoffen. Wenn die wat eerste die wat torch arbeiten, die zijn nu al een stap wieder, wenn de Bibel zegt goed en merkt dingen en toft dat. So, jeder einer von uns hat die Aufgabe, Jünger zu merken und zu taufen. Und von der wird das Torch-Staff tun. Und die was sagen, Albert. Zo, wat we worden van jou doen, we worden een beetje anders meer als daarbij. Meestal immer aan het hoofd als dan voor we al zo'n huis, gaan samen uit een huis. Zo, voor een huis, ik verstoor ook dat ook meer hier worden. En wat je het hoofd has, dat is poort van het joy. Dat is niet een partner wordt, sondern dat is poort van het joy. En ik merk je moed, alle, wer hier zijn, hier in deze stad. Dat je einfach alle poort merken, daar ze uitkomen, einfach. En door met merken, einfach, wanneer ik het hoofd doen, weet je, dat zijn personen, dat zijn zuilen. En die hebben met deze entscheiding wat ze nemen doen, ze zeggen nee voor de zin en ja voor Jezus. En dat is zeer wichtig, dat we niet bijvorderen, sondern einfach alle top metmerken. We zijn alle top eine Familie. En ik merk ook einfach, vielleicht van hen und van ab te stonden, en daar al zo ram gaan den Pessina einfach. Van hen omvangen, en dan wanneer hen ja, channel omvangen. Wanneer hen al weg zijn, dan einfach hier wieder in de Maden en zo ganz met verder, dat we alle daar ram gaan dan einfach. So, veel dank. Halleluja. Zie, we laden aan, alle met te merken, het is een zeer wichtige stad. Die Toflingen, nu heet je die in Polera. Plus, nu heet je die in Polera. Zo in je reine Polera, wenn je die om je zijn hand, dan kan je met ons je schenk met huis nemen, ja? Die worden je niet geven. Er wordt een vrouw zijn, die wordt je in Polera geven, ja? Música maestro. That's a perfect soul, David. For fall soul.
So, kom. Passen, werk hier op dat ik hier terug te gaan. Ik weet dat het. Zo. Ik wil ook vragen dat hier voetsendeel mensen, die wat zich getrouwd hebben, die waren uitgekomen. En ze boos is de buiten is, wil ik zeggen dat daar zijn hondigen. En die kennen de families, de vriendschap, de vriend, zich een hondjuk nemen en voets met een hondjuk omarmen. En dan worden we beden verdiend. En dan blijft bij alle hier alle tofflingen, bij we alle daar gaan. En dan kan je omtrekken gaan en dan krijg ik nog een nieuwe leraar. Zo. We toffen, je wordt vielleicht niet alles hier. Aber dat je weet, we toffen jeder een zoals Jezus Christus ons gezegd heeft. Op dat wat hij ons gezegd heeft, toffen we jeder een im Namen von Vater und von den Sohn Jesus Christus und von den Heiligen Geist. Und op gehoorzaam toffie om Jezus nu te volgen. Ik wil ook goed vragen, komt al hier aan dat we voetsrijd zijn te beden. We allemaal, YWAM, Torch, onze Jugend, we allemaal hier, waar we bereid zijn dat we beden. En we beden allemaal dat we niet bloß met woorden getauft zijn, sondern dat we ook met den Heiligen Geist gedoopt zijn. Amen. So, dan wordt eerst Selina getauft worden. Halleluja. Halleluja. So, we hebben hier voetsram Selina en ouderen komen. We alle van gaan te beden, waar we beden. Selina komt voor. Heer Jezus, we zijn die dankbaar voor Selina leven. We zijn er im Namen Jesus Christus, dat ze kon vol zijn van de Heilige Geest en Evangelie in andere levensstanden. Amen. Jezus, in naam, amen. Halleluja. Sige. Matthias, wer sind die zwei Worte am Taufe worden? Vamos, Torch Staff, sin miedo. Raad heiland oilo. Zijn woord hier aan duid men noemen van Vader, van Zoon en Heilige Geest. Hola. Gracias de Matías, yo bendigo en el nombre de Jesús. Oro por el bautizo del Espíritu Santo sobre en el nombre de Jesús. Que tú vayas en el camino con fe, con valentía, que nunca te avergüences. En el nombre de Jesús, amén. Und wer war
Hey, Hans, bekannst du den Jesus oder Meinung? So, ab jetzt, wo ihr hier seid, werden wir die Taufen von dem Bruder gesehen, Herr Jesus. Så vem får hon till er? Bruder, wir sehen am Nummer Jezus Christus einfach, dat we einfach leiden, vieren wordt en alles. En dat is een tijd einfach verhalen met hey, yes, dat ik kan vol zijn van die Nummer Jezus Christus einfach. Nummer Jezus Christus einfach. Ik kan zeggen, wordt dat hij einfach gewoon ons Wer sind diese zwei Touchdown? Vamos, touchdown. Repitan, si falta. Für uns anerkannt zu Jesus, dass wir persönlich Herr am Heiland, da wir die Taufen in die Blumen von dem Bruder und Sehnen vom Heiligen Jesus. Jesus, wir beten nie in diesem Moment für Frauen sein Leben. Herr Jesus, du in sein Leben kommen. Komm, Herr Jesus. Fala mit dir, Herr Jesus, dass wir ganz um vier sein. Jesus, ich bete für mehr und mehr Freiheit in unserem Leben, dass wir ganz frei werden von allen Versicherungen. Beschützt am mit den Herr Jesus. Lehr am Herr Jesus. Wie am wo nicht gehen soll. Empfehlen. Wir beten nie in Jesus Namen. Wir sprechen Segen in Jesus Namen für Frauen sein Leben. Amen. Wer ist der Nächste? Henrik, du vertrouwt Jezus als hij met je hart gekregen. En du weet zetten tot in de plaats. Wie worden die dan taufen op de Namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dankeschön, Jesus. Henrike hier. Und als ich habe Entscheid genommen, sich loten Leibe zu loten. Ich freue mich, der Heilige Geist war am Anfang, was gefällt worden. Und von hier wieder leben und was die Gott gefällt. Und haben Lust zu ziehen als Jesus. Und Lust, dass wir auch leiden und vielen und werden aufheben, Jesus. Und die Leben sehen, Jesus sehen, Leute, die wir haben. Schätzen, bei einmal hängen, Lexen, Jesus sehen. Amen. Wir nachher wer? Immer was sagen?
Philipp, glaubst du, dass für die und Christus gestorben ist für deine Sünden? So, das Entscheidung, die du hast, nur für die in den Namen von Vater, Sohn, Heiligen Geist. Jesus, du bist da, wenn ans Tod mit dem Heiligen Jesus, mit Johannes. Så frågar vi dig nu då till diesen bröder tofs med den Heiligen Jesus in sein Leben für immer verändert. Fäll am Futterlauf Jesus, mit der Futterlauf Gottes, mit deiner Gnade, mit deiner Gerechtigkeit. Heu ist ganz rein, ganz heilig, so dass du bist, willst du hast am Ungetrocken mit deiner Gerechtigkeit. Wir danken dir dafür. Halleluja. Wer wird Ola nu? Ah, hier ist er. Kannst du jetzt aus den Einzelheiten dann war wir mir in der Nummer von Bruder und Sohn und Heiligen Geist. Dankeschön, Jesus, für heute erleben. Ich danke dir einfach, du hast eine Entscheidung genommen, ja zu sein. Ich danke dir, hey, jetzt musst du erfahren. Ich bete für Verteilung, für Frieden. Und ich bete einfach, dass du wirst einmal mit ihr sein. Und ich danke dir, dass du ihr die Kraft gegeben hast, der Welt nicht zu sein, in die Not zu fallen, Jesus. Dankeschön, Jesus, dass du so gut bist. Bitte in die Nun, Jesus. Amen. Halleluja. So, we waren het woord hier loten, met z'n overs, plak 5 zijn van hier waren. En weer bij dan even naar Eindhoven. Vamos a ver, no sabemos. So, gaat het zijn. Hier is einer, wenn sich Tofel loten will nu. Hay otro más, wachen besser. Was Jesus Hand getan hat. Jo. Sei Jesus als mein Herr. Halleluja. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ja. Dann wollen wir dich taufen in den Namen von dem Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.
Dankeschön, Herr Jesus, für deine große Liebe und Barmherzigkeit. Ich sei dir Dank, Herr, dass die Jungen heute sich handgeben, wenn er das auch schwer fällt. Du bist mit Herr Jesus. Je hebt kroven wijsheid op te kijken ver, wij wie vrij ons plus. En dan van dat ook schwer is. Aber du bist mit uns. Zij meint das wirklich. Zij meint das. Zij heeft hart handgegeben für die, Herr Jesus. Wie sei die Dank, dass sie können abkijken, verweg können, dass sie wat wieder ein Bild zijn, ein Licht zijn für andere junge Menschen. Jesus, wie sei die Dank, Herr. Heil er ganz und sie mit die für Frieden und Friede. Aber schick, aber hey. Jesus, Dankeschön, Jesus. Halleluja. Applauso. Woo! ¿Hay alguien más? So, tranquila, tranquila. Jesús está aquí. Cosa einmal kurz sei, weil du Jesus angenommen hast. Ich habe Jesus angenommen. Was hast du das getan? Ich habe den geglaubt. Und naja. Von dir hast du Jesus angenommen. Halleluja. Halleluja. ¿Quién más? Douglas. So, jemand den Verstahler, das lohnt sich jede Stunde, das sind 5000 Hektar, 5000 Tonnen Soja vom Hektar, was hier arnt wurde. Dann lohnt sich das auch eine Stunde für das. Så glaubst du, dass der Herr Jesus Christus die einzige Herr und Heiland ist? Ja. Ab dort will wir dann taufen von dem Vater und den Sehen und den Heiligen Geist. Wel, we bidden. Juliana. Jesus, wir leiden Juliana ganz an deine Hände. Wir freuen uns für diese wunderbare Entscheidung. Und so jung es auch noch ist, dass sie können jeden Tag mit dir gehen, Jesus, dass sie können ein Licht sein in ihr Haus, in ihr Haus, in ihre Schule, wo immer sie ist. Wir sehen auch mit Wesungen und Entscheidungen, dass du nicht bloß ihr Radar bist, aber dass du ihr Haar bist und dass sie Entscheidungen treffen können mit dir Taub. Wir fällen die, dass die Fällung von den Heiligen Jesus macht immer die sein. Und du musst Tekens und Wunder erleben auf dieser Erde, da wo du bist. Dankeschön, Jesus, für das besondere Leben. Und ich freue mich, dass sie so jung entscheidet, mit dir zu gehen und mit dir zu leben. In die Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. So, dann bei Klock 5. Sei wann hier Klock 5. Bringt eure Fassbar mit. Wir werden ein schönes Fass hier Klock 5 haben, wieder am 4. Und du wirst ein wunderbarer Anbetungsabend sein mit Zeugnissen. Und wer weiß, was für sowas noch alles. Halleluja. Dankeschön. Sei wann Klock 5.